Und somit herzlich willkommen zurück hier bei Ihrer Intro Cash Sinnlose Let's Plays. Und ja, wir hätten das Wiedersehen gehabt in der letzten Folge und aber der möchte uns auch noch etwas erzählen. Ich habe gehört, dass ihr vor 20 Jahren dabei wart, als der Ariad zerstört wurde. Baal, der Herr der Zerstörung, wollte die Menschheit der Macht der Hölle unterwerfen, indem er den heiligen Weltenstein verderbte. So undenkbar es scheinen mag, war ich gezwungen, ihn zu zerstören. Und mit ihm meine Heimat. Ihr müsst verstehen, Freund, dass ganze Welten in Flammen aufgegangen sind, während Himmel und Hölle um den Weltenstein kämpften. Die Zerstörung des Ariad war traurig. Und glaubt mir, auch ich habe einen hohen Preis gezahlt. Okay. Was ist aus euch geworden, nachdem ihr den Weltenstein zerstört hattet? Die darauffolgende Explosion hat das Licht und die Harmonie meines Engelswesens versprengt. Ohne Form oder Gestalt habe ich mich selbst in den Ebenen des Wahnsinns neu erschaffen. Es hat 20 eurer Jahre gedauert, aber ich konnte endlich in die hohen Himmel heimkehren. Hat man euch als Helden willkommen geheißen? Wohl kaum. Weil sie glaubten, dass meine Taten die Schöpfung in Gefahr gebracht hatten, hat der Angiris-Rat mich vor Gericht gestellt. Mich, den Erzengel der Gerechtigkeit. In diesem Moment wusste ich, dass der Himmel dem Untergang geweiht war, wenn ich nicht die Hilfe der Menschheit gewinnen könnte, gegen den kommenden Angriff der Hölle. Okay, haben wir wieder mal okay gesagt. Das sagen wir ja sehr wenig in dem Let's Play. Und würden wir mit Adria reden, mit der Mutter. Ich bin überrascht, dass Kane dir nie gesagt hat, warum ich gegangen bin. Er wusste, dass ich berufen war, die Herrscher der Hölle zu bekämpfen. Und ich wusste, dass er dich beschützen würde. Er ist von uns gegangen. Dann hat uns das Schicksal wieder vereint. Kanes Werk, dein Werk, ist mein Krieg. Laut den horadrischen Texten verbleiben nur noch 2 Übel. Belial ist hier in Kaldeum und Asmodan hat sich noch nicht gezeigt. Okay, wir waren jetzt die ganze Ausrüstung Scheissdreck offscreen gemacht und jetzt wieder Ausrüstung überkommen. Egal. Die Wachen haben euch nach diesem schwarzen Seelenstein gefragt. Ich erinnere mich daran, in Onkel Deckards Tagebuch von ihm gelesen zu haben, aber er schien nicht wichtig zu sein. Oh, das ist er aber. Er ist der Schlüssel dazu, das Böse für immer zu besiegen. Er wurde von dem Magier Zoltun Kull erschaffen, um Dämonenseelen einzufangen. Ja, er war ein abtrünniger Horadrim, der von seinen Brüdern in Stücke zerhackt wurde, bevor er den Seelenstein aktivieren konnte. Sein Kopf wurde in der Oase von Dalgur versteckt. Wir müssen ihn holen. Denn wenn wir den Seelenstein benutzen wollen, um Belial und Asmodan zu besiegen, muss Zoltun Kull wieder leben. Wir haben Leas Mutter, die Hexe Adria, gerettet. Sie berichtet von dem schwarzen Seelenstein, einem Artefakt, das das Böse für immer vernichten könnte. Von allen Sterblichen wurde mir aufgetragen, ihn zu beschaffen. Ja, und jetzt will ich noch reden mit euch. Mörder, Folterer, Monster. Mit diesen Namen versahen die Horadrim Zoltun Kull. Obwohl sie einen hohen Preis dafür zahlten, töteten die Magier den Zauberer für seine Verbrechen gegen die Natur und versiegelten seine zerstückelte Leiche in einem Schattenreich. Es scheint, als hätten sie befürchtet, er könne zurückkehren. Ja, und in dem Fall holen wir ihn ja zurück, oder? Da willst ja du? Vor 300 Jahren habe ich Kull und 6 weitere gewählt, um die Horadrim zu schaffen. Er war ein großer Mann, der durch die Jahre der Jagd auf das Böse in den Wahnsinn getrieben wurde. Warum haben die Horadrim Zoltun Kull getötet? Er gab sich mit Mächten ab,
die nicht für Menschen bestimmt waren. Er versuchte, ein Artefakt zu erschaffen, das sein leeres Herz mit den Seelen von Engeln und Dämonen füllen könnte. Sie hatten keine andere Wahl, als ihn zu töten. Der Orden hat sich nie davon erholt. Mir gefällt es nicht mehr, als euch, mich mit Kull abzugeben. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Wenn Adria sagt, dass wir es müssen, dann müssen wir auch. Onkel Deckard hat ihr vertraut. Und das werde ich auch. Oh Gott, da haben wir nochmal ganz viel zum Hören, bevor wir wieder metzeln dürfen. Bereut ihr es, Lea im Stich gelassen zu haben? Wie bitte? Nein, so habe ich das nie gesehen. Sie ist in Sicherheit aufgewachsen, während ich mein Leben riskiert habe, um den Schlüssel zu unserer Erlösung zu finden. Es war das Opfer, das ich zu bringen hatte. Auf jeden Fall wird Lea unter meiner Anleitung ihr ganzes Potenzial entfalten können. Habt ihr nichts zu tun? Ja, so ganz sympathisch ist mir die Mutter von der Lea schon nicht. Wie gut kanntet ihr Kane? Während der Finsternis in Tristram verbrachten wir viele Nächte im Gasthaus zur aufgehenden Sonne. Wir diskutierten über seine horadrischen Texte und die verschiedenen geheimen Lehren, auf die ich während meiner Reisen stieß. Hattet ihr ihn seitdem wiedergesehen? Nur von weitem. Von Zeit zu Zeit kreuzten sich unsere Wege und ich konnte kurze Blicke auf Lea erhaschen und sehen, wie sie heranwuchs. Es brach mir das Herz, dass ich ihr nicht die Wahrheit über mich sagen konnte. Wie gern hätte ich sie selbst großgezogen. Wie hat die kaiserliche Wache euch gefunden? Ich wollte mich aus der Stadt schleichen. Sie haben mich erwischt, als ich zurückkehrte, um ein paar Sachen mitzunehmen, bevor ich in der Oase nach Soltun Kulls Kopf suchen konnte. Soltun Kull. Eine Legende. Für mich besteht kein Zweifel daran, dass er so mächtig war, wie es die Geschichten sagen. Aber trotz all seinem Genie war er mit absoluter Sicherheit wahnsinnig. Er war von Unsterblichkeit und Macht besessen. Ein Verrückter. Es wäre klüger, ihn in der Wüste ruhen zu lassen, als ihn zu Hilfe zu rufen. Habt ihr eine bessere Idee? Die habe ich nicht. Ich möchte euch lediglich warnen. Gut, also die beste Idee scheint es nicht zu sein. Tyrael sagte, dass man Soltun Kull nicht trauen kann. Ist es wirklich weise, einen Engel zu ignorieren? Es wird gefährlich. Aber ihr habt schon früher große Gefahren überstanden. Wenn Belial und Asmodan einfallen, werdet ihr weitaus größere Probleme haben als einen verstümmelten Zauberer. Ja, mit dem kannst du recht haben. Wäre auf deiner Seite. Ja, und dann gehen wir doch wieder mal ein bisschen metzeln. Okay, dass wir wenn wir einen anderen Ausgang nehmen aus der Stadt, so wie der aussieht. Das ist ja widerwärtig. Ich habe gesehen, wie dieser Mann in der Kanalisation ein- und ausgeht. Bei solchen Gestalten weiß man ja nie. Okay, den Angst vor mir, hä? Geflutete Halle. Ich glaube, da vorne erwartet uns Besuch. Okay, Besuch. Ratte. Die will nicht reden mit uns. Andariel war das einzige weibliche Übel. Sie half den anderen geringen Übeln viele Jahre lang, verlor aber schließlich das Vertrauen in sie. Vor 20 Jahren beschloss sie, Diablo bei seinem Wiederaufstieg zur Seite zu stehen und ergriff Besitz von der Zitadelle des verborgenen Auges. Sie wurde schließlich von tapferen Helden getötet. Oh, die wäre etwas verkaufen, aber nicht viel schlau, wenn wir ehrlich sind, hä? Nein, gut. Hört mir zu, ich kann nicht lange reden. Billy als Wächter beobachten mich ständig. Kaiser Hakan, was tut ihr hier? Verzeiht mein Verhalten am Hof. Die Wachen hätten mich getötet, wenn ich für euch Partei ergriffen hätte. Aber ich werde euch jetzt helfen, so gut ich nur kann. Ihr seid sicher auf dem Weg in die Oase.
Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Wie konnte all das passieren? Ich kann nur wenig ausrichten. Meine Berater und die kaiserliche Wache überwachen mich auf Schritt und Tritt. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber Belials Einfluss ist stark. Aber jetzt habt ihr mir eine Chance gegeben. Vielleicht meine einzige Chance. Wie könnt ihr mir helfen? Ihr seid hier, um Belial zu töten, oder nicht? Ich kann dabei helfen. Ihr seid ein Kind. Ich kann trotzdem auf meine Art kämpfen. Ich will mein Reich zurück. Ich kann Belials Identität herausfinden und ihn euch ausliefern. Warum sollte ich euch trauen? Ihr habt versucht, uns zu töten. Ich habe euch doch schon gesagt, dass das nicht meine Entscheidung war. Ich werde auf Schritt und Tritt kontrolliert und ich bin von Feinden umgeben. Aber ich schwöre, dass ich euch helfen werde. Ich werde es euch beweisen. Ja, beweisen hast du ja eigentlich schon. Du machst uns nochmal den Weg frei. Das ist schon mal besser als nichts. Der Typ soll nicht immer so grimmig sein, der Alt. Verbesserte Leichen. Ich brauche mehr Zeit. Ich dachte, es würden mehr sein. Also, der erste Akt war relativ langatmig und wir haben relativ wenig Story bekommen. Dafür habe ich jetzt das Gefühl, da im zweiten Akt geht es storymäßig recht fürchi. Also, das letzte Mal haben wir da stundenlang dürfen uns durch Dungeons kämpfen, ohne dass wir auch noch irgendetwas erfahren haben. Noch nicht bereit. Das mal geht es wirklich Schlag auf Schlag, müsste ich sagen. Langsam gefällt es mir eher. Mein Metzel und so ist ja okay, aber irgendwie hat man es auch gesehen und dann macht es schon Sinn, dass dann langsam anfängt die Story, Das geht noch nicht. dass die Story anfängt ein bisschen interessanter werden. So habe ich den Satz gleich einmal noch beenden. Da geht es aufwärts. Ja, zuerst gehen wir mal unten und schauen, ob es da noch etwas Schlaues hat. Noch nicht bereit. Also da geht es in alle Richtungen und da geht es scheinbar nicht weiter. Also schauen wir doch zuerst mal, was da oben rum ist. Gut. Man gar keine Sperre. Also. Abwärts oder drüber? Ich fühle mich, als wärt ihr mein älterer Bruder. Ist das unangebracht? Nein, aber ich werde mit euch nicht über Liebe sprechen. Ich wollte nicht, also... Ach, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ja, bist ja... Okay, abwärts geht's weiter, dann wird da hinten 19 im Jahr. Uriel ist Andariels Zwilling. Ich glaube, dass sie sich verschworen hatten, um Diablo dabei zu helfen, Mephisto und Baal zu befreien. Auch wenn sie in der Vergangenheit beide die geringen Übel unterstützt hatten. Der Herr der Schmerzen bewachte Baals Gefängnis, das Grab von Al-Rasha. Das geht noch von nicht. Helden getötet wurde. Ich brauche Wut.
Das habe ich geübt. Ich brauche mehr Zeit. So, jetzt sind wir Fischlaus und dort auf dem Ufer und dann sind wir Weg zur Oase. Okay, aber das sieht schon aus, als ob wir, Es ist so wunderschön. das sieht schon aus, als ob wir in der Oase wären. Wenn ich ganz ehrlich bin. Das Böse von Mephisto, dem Herrn des Hasses, war so durchdringend, dass seine dämonische Essenz, selbst nachdem er besiegt und in einem Seelenstein gefangen war, nach Travinzal durchsickerte und die Zakarum-Priester korrumpierte. Obwohl er denselben Helden zum Opfer fiel, die seine Noch Brüder nicht bereit. töteten, graut mir vor den Folgen, sollte er je zurückkehren. Ja, okay. Ja, keine Ahnung, auf welche Seite dass wir sollen gehen. Ich brauche mehr Zeit. Nicht genug Wut. Das geht noch nicht. Ich brauche Wut. Noch nicht bereit. Ja, da ist wieder mal ein bisschen größere Fläche. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Ja, ich bin gerade wieder mal ruhig, weil ich meistens ruhig bin. Weil ich halt wieder mal nicht weiss, was das ich soll sagen, wenn ich am Rummetzeln bin. So. Ich brauche mehr Zeit.
So, jetzt sind wir eigentlich schon wieder fast dort, wo wir am Ursprung noch angefangen haben. Dann wollen wir noch schauen, ob es dahin auch noch ein bisschen etwas Ihr gehört jetzt mir. Das geht noch nicht. So, ausnahmsweise sind wir mal wieder ein bisschen gründlicher. Schauen uns da wieder mal ein bisschen mehr an als auch schon. Keller des alten Fischers. Ja, komm, gehen wir uns schon mal da hin. Schauen, was da drin hat oder eben nicht. Mehr Zeit. Nicht genug Wut. Also ein bisschen mächtigerer, ein bisschen stärkerer Gegner, wo uns irgendeine Ausrüstung gegeben hat, wo uns wahrscheinlich dann irgendwie noch nützen könnte. Aber ja. Nicht mehr so lange Dungeons wie das letzte Mal da. Also wird da auch eher ein kürzerer sein, also gehen wir doch da mal schauen. Helft mir bitte! So helft mir doch! Ihr Narr, schweigt! Sonst reiße ich euch die Zunge aus dem Mund. Das geht noch nicht. Der Feind hat Alcanus und die meisten der Kultisten vernichtet. Der Meister befiehlt uns, sofort weitere Sklaven zu fangen. Geht in die Oase und entführt die Dorfbewohner. Tötet alle, die sich wehren. So gewinnen wir gleichzeitig Verbündete und vernichten Feinde. Danke, danke. Diese ekelhaften Geschöpfe haben meine Waren geplündert. Jetzt, da ihr mich gerettet habt, werde ich euch gern das Privileg gestatten, sie stattdessen zu kaufen. Das ist ja nicht Schlaues. Gut, dort hinten durch komme ich nicht. Dieses Portal wird mich zum Kopf von Zoltun Kull bringen. Noch nicht bereit. Okay. Aber wenn wir schon ins Portal eigentlich... Nö, heute machen wir einen Metzeltag. Ich brauche mehr Zeit. Ich lernte unlängst einen zurückgekehrten Kreuzritter kennen.
Und jetzt verstehe ich. Jeder Kreuzritter hatte einen Knappen. Wenn der Kreuzritter fiel, übernahm der Knappe seine Rüstung, seinen Rang im Orden und gar seinen Namen. Als die erste Generation Kreuzritter fiel, nahmen ihre Knappen ihre Identität an. So Das geht es noch nicht. 200 Jahre. Niemand hält mich zurück. Ja, ich weiss, ich sollte Fürsche machen, aber nein, heute wieder mal nicht. Ausnahmsweise laufen wir heute wieder mal ein bisschen blödsinnig in der Gegend rum und in der bisschen Lebenszeit vergeuden. Vor allem ist ja ein Wunder, wie groß das die Ebene da ist. Nicht genug Mut. Noch nicht bereit. Ihr werdet die Aquädukte nicht betreten. Mein Meister Belial verlangt nach eurem Blut. Ich brauche mehr Zeit. Mehr Wut. Also ich vermute, in dem Fall geht es da hinten weiter, aber wir müssten ja zuerst in die Oase. Da habe ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen vorgegriffen. Kann ich eigentlich nicht wollen, aber ja, ist jetzt halt so gekommen. Da drinnen ist relativ ruhig, oder? Ich brauche Wut. Noch nicht bereit. Ist ein mächtiger Feind. Unmöglich. Mehr Wut. Ich glaube, jetzt sind wir dann mehr oder weniger mal rundum, oder? Das geht noch nicht. Das kann ich nicht. Wieder mal ein Schatzkobold. Was war das bis jetzt? Der dritte oder der vierte schon? Noch nicht bereit. Diese Dunkelheit macht mich müde. Ich hätte gedacht, dass ihr lange genug geschlafen habt. Das war nur ein Scherz.
nicht. Also das ist wieder mal ganz eine grosse Ebene. Irgendjemand! Ich brauche mehr Zeit. Hilfe! Bitte, helft mir! Was war das für ein Geräusch? Oh nein, sie haben uns gefunden! Die kaiserlichen Wachen haben mich hier zum Sterben zurückgelassen. Aber ihr habt mich gerettet. Danke. Wir werden diese Wachen finden, von denen ihr sprecht. Sie müssen bestraft werden. Ja, zuerst müssen wir es finden. Wenn wir es finden, bestrafen wir es. Und wenn wir es nicht finden, dann ist halt Pech. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Das werde ich nicht tun. Ja, der macht's dann nicht. Ja, ich glaube, den hätten wir eigentlich den größten Teil gesehen von dieser Ebene, außer da die Wachen, die ihn festgehalten haben. Das geht noch nicht. Rettet uns! Lasst uns nicht... Holt uns hier raus! Ich muss hier weg! Noch nicht bereit. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Das geht noch nicht. Vulkatos lächelt auf mich. Rettet uns! Lasst uns nicht sterben! Ich brauche mehr Zeit. Ich muss hier raus! Ich muss hier weg! Das geht noch nicht. Okay, nehmen wir die Gefangenen auch noch befreit. Dann haben wir doch da noch etwas geschafft in dieser überlangen Folge wieder mal. Oder wieder mal normal lang, je nachdem wie man es will anschauen halt. Und dann würde ich sagen, doch mal zur Oase. Jetzt sind wir genug lang gemetzelt. Seid mein Diener. Wir sind uns einig. Kull, der Abtrünnige, muss aufgehalten werden. Er will die Macht der Steine duplizieren und sie sich zunutze machen. Er ist besessen von der Macht des Himmels und der Hölle. Ihre Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, wird uns alle nur ins Verderben stürzen. Nicht genug noch Mut bereit. Habt ihr schon Angst?
Das geht noch nicht. Die Vorfahren sind mir hold. Noch nicht bereit. Ja, in dem Fall habe ich Spiele ein bisschen nicht zu früh gelobt. Mit vor allem, es geht wieder Führerschein. Jetzt müssen wir doch wieder ziemlich viel metzeln, habe ich das Gefühl. Meine Hiebe vernichten euch. Fleisch ist schwach. Ich brauche mehr Zeit. Da ist nicht viel Schlaues gewesen. Und dann habe ich keine Ahnung, wo wir hin wollen. Noch nicht bereit. Unmöglich. Ich brauche Wut. Halt ein bisschen hier und her laufen und ein paar Käfer vertrampeln zwischen ihnen. Noch nicht. Niemand hält mich zurück. Wir sind ein gutes Gespann. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Noch nicht bereit. Zeit. Okay, eine Sackgasse. Also, schade. Ich habe jetzt gehofft, dass ich möglichst schnell den irgendwo da den Schlussstrich ziehe unter die Folge.
Aber in dem Fall geht es noch ein bisschen länger. Nun, zeigt ihnen, wozu ihr fähig seid. Das geht noch nicht. Und jetzt bin ich einmal rundherum gelaufen. Und was muss ich denn jetzt machen? Wir scheinen uns dem Kopf zu nähern. Woher wisst ihr das? Intuition. Aha, okay. Jetzt da hinten einen Weg. Noch nicht bereit. Baal war der aufdringlichste und unvorsichtigste unter den großen Übeln. Nach dem dunklen Exil wurde er in dem Horadrim-Tal Rascha gefangen und begraben. Jahrhunderte später befreite Diablo Baal, der daraufhin den Weltenstein verderbte. Mit verheerenden Auswirkungen für die Barbaren, die in der Nähe des Ariad lebten. Kurz darauf wurde Baal von den Helden getötet. Aber ich möchte gleich hier und einen müssen wir noch sagen, wo das weitergeht. Ich brauche mehr Zeit. Habt ihr schon Angst? Das geht noch nicht. Mehr Wut. Daraus habe ich viel gelernt. Ah, da können wir weiter. Noch nicht bereit. In einer Woche brechen wir zu den trostlosen Sanden auf, um Kults versteckte Archive zu finden. Das geht noch nicht. Keiner von uns weiß, was auf uns zukommt. Wie weit hat sein Wahn ihn getrieben? Wie viel Macht hat er auf seiner wahnsinnigen Suche angehäuft? Ich kann nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind. Okay, eigentlich hätte ich einen Speicherpunkt irgendwo mal. Noch nicht bereit. Und wie man vom Teufel spricht, mit einem Wegpunkt. Und dabei heisst es, vielen Dank, sind ihr bei dieser Folge mit dabei gewesen. In der nächsten Folge geht es dann weiter und man hört sich.